Aposteljeschicht, Kapitel 4. Aber du wir ein gewisser Mann Hananias mit seiner Frau Sapphira, der seine Städte verkauft. Und der hält, was du von kriegst, was du viel gekriegt hast, und seine Frau wisst dort auch. Er brach bloß ein Port davon und überjäuft dort der Apostel. Dann sagt Petrus, Hananias, wo kommt dort, dass du in dein Hort so ungehaft, dass du den Heiligen Geist verlegst, und was von dort Geld, das du für den Lohn kriegst, für die Salz geholt hast? Wie dort nicht dient, euer du dort verkaufst? Und als du dort verkauft hast, kannst du mit das Geld da nicht tun, was du willst? Oder bekämen die dort an das Hort, das zu tun? Du hast nicht Menschen für ihr Lohn über Gott. Als Hananias das hier Fall heute dort haben. Und eine große Furcht kam über alle, die dort hielten, was passiert wird. Die jungen Männer kamen näher, wackelten am an, trugen am Rüd und begrüften am. Ungefähr 3 Stunden Luther kam seine Frau näher und wusste aber nicht, was passiert wird. Dann sagt Petrus zu ihr, sei einmal, hast du dort für so viel verkauft? Und sie sagt, ja, für so viel. Dann sagt Petrus zu ihr, warum seid ihr euch nicht geworden, den Herrn seinen Geist zu versiegen? Kick einmal. Die den Mann rütgedreht und begrüßt haben, stehen vor der und wollen die auch rütdrehen. Fuß fall sie vor seine Feutduhl und starb. Dann kamen die jungen Männer näher und sahen, dass sie tot wird. Sie trugen auch rüt und begrüßten besiegt ihren Mann. Da kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und auch über alle anderen, die dort hielten. Und durch der Apostel hing, waren manche Menschen viel Wunder und Tekens getan, und sie waren alle taub in Salomo seine Hall. Aber von der anderen will keiner sich mit Ernst aufzugeben, wenn die Menschen auch sehr viel von Ernst halten. Aber ein Tod, die glaubten immer mehr Männer und Frühes und den Herrn in Worden wie Ernst mit angeteilt. Sie brachten sogar ihre Kranke abbaden und mit roten Ried abgegossen, dort wenn's Petrus den Schatten ihrer entkommen soll, wann er vorbeiging. Da kamen auch ein Schauf Menschen von den Städten rund um Jerusalem und brachten ihre Kranke und Söhne, die von eine Gäste gequält waren, und die waren alle gesund. Dann war der Hohepriester und all seine Mitglieder von der Sadduzäer-Strömung aufgänstig. Sie nahmen der Apostel fast und stoppten ihn an. Und bei den Herren seinen Engel mögte nach der Gefängnis der auf und Leute entrüht und sehr. Gut stut im Tempel und sah das Volk alles von dem neuen Leben. Als sie dort hielten, gingen sie täglich zum Tempel näher und lehrten, so als irgendwie gesagt worden. Aber die Hohepriester und die mit anfielen, kamen und rupten den Rut und alle Ältesten von Israel taub und schickten Männer zum Gefängnis, dass sie der Apostel holten. Aber als die Deuner im Gefängnis kamen und die über nicht fangen, kamen sie drei und sagten, wie betroffen die Gefängnisdeuren sicher verschlossen und die Wächter standen wütend vor die Deuren, über uns wie die Unten fangen, wie kamen du bist. Als nu die Hohepriester und die Tempelversteher dort hielten, wunderten sie, wo gerührt worden wurde. Dann kam einer und sagte zu ihnen, kick einmal, die Männer, die je angestaubt wurden, standen am Tempel und lehrten die Menschen. Dann ging der Versteher vom Tempel mit seinen Deuner und hielten die, überbrückten keine Gewalt, weil sie fürchten, dass das Volk entstanden wurde. Und als sie die Apostel gebracht wurden, stellten sie die vor den Rut. Und der Hohepriester frug ihn, hat wir dort nicht streng verboten, an diesen Namen zu lehren? Und kick einmal, die haben ihnen Lehre über ganz Jerusalem verstreut und wollen den Mann sein Blut über uns bringen. Dann sagten Petrus und der andere Apostel, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Unser Stammvater, Gott, wirkt den Jesus von dort ab, den je durch den Kreuzchen dort mögen. Den hat Gott erhoben, wie sich zur rechten Hand ein Lehrer in Heiland zu sein, Israel bald zu bringen, dass sie umkehren und ihren Sünden vergibt wurden. Und wir geben du das Zeichnis, und so dass auch der Heilige Geist in Gott die gegeben hat, der angehorchen. Als sie dort hielten, waren sie errieten Tal und wollen der Apostel dort mehr. Dann stand Gamaliel, ein Pharisäer und Schriftgelehrter, einer am Rut ab, der vom ganzen Volk an ihren gehoben ward, und sagte, sie sollen der Apostel einmal ein Bett lauten Rut gehen. Und er sagte zu ihnen, die Männer von Israel,
Bedingt ging dort gründlich, was jemand diese Menschen rechnen zu tun. Noch nicht lang trägt kommt Theodas für einen Tag in ungefähr wert zu sein. In ungefähr 400 Mann hielten dort mit an. Er war dort gemerkt in seine Anhänger randen in neun. Und dort gab alles tot nicht. Nur diesen Mann kam Judas von Galiläa ab, aus der Volksteilung wir, und krieg ein Schau vom Volk auf seine Seite. Der kam auch an, und der wird nur am Horchen worden ihn neugierig. Und du wie ihn sagen könnt, blieb von diesen Menschen weich und lud dich zufrieden. Wenn das Plan oder das Werk von Menschen ist, wird dort nicht worden. Wenn dort aber von Gott ist, kann die dort nicht abholen. Und die können mit einmal antworten, dass die gegen Gott streben. Sie nehmen seinen Rut an und rücken der Apostel und Leuten, die ihn dort priegeln, und befohlen niemals mehr in Jesus seinen Namen zu reden, und Leuten entgehen. Dann verleuten der Apostel den Rut und freuten sich, dass sie wie ein Bild geachtet waren, für Jesus seinen Namen schon zu lieben. Und sie gingen alle Tag im Tempel und auch von Haus zu Haus zu lehren und predigen über das Evangelium von Jesus Christus.